Ich heisse Martin. Ich bin ein Hausgans und lebe auf dem Hof von Holger Nilsson. Fliegen kannst? Das hast du bewiesen. Aber kannst auch schwimmen? Und laufen? Wie schnell kannst du laufen? Hat der vorlaute Gans hinter der Acker ihrem Rücken gekeift. Ich kann nicht so gut schwimmen wie dir. Und laufen können wir Hausgänse auch nicht so gut. Nur watscheln. Hat der Martin geantwortet. Aber die Acker hat ihn mit ihren strahlenden Augen sanftmütig gemustert und gesagt: Mir gefällt, wie ehrlich du bist, Martin. Ehrlich sein braucht Mut. Und mutige Begleiter sind auf unseren Flügen immer willkommen. Ihr Blick ist zum Nils übergeschweift. Und wer bist du? Das ist der Däumling. Er ist mein Freund. Hat der Martin schnell eingeworfen. Der Nils hat aber gesagt: Ich will euch nicht verheimlichen. Mein Name ist Nils Holgersson und bis heute Morgen bin ich noch ein Mensch. Auf einen Schlag sind alle Wildgänse zurückgewichen und haben bös zischt. Menschen sind unsere grössten Feinde. Hat der grosse Wildgans mit langem Hals gekreischt. Genau. Hat ein anderer gerufen. Sie jagen und töten uns. Akka, ihre Augen haben feindselig geblitzt und sie hat mit fester Stimme verkündet: Wir dulden keine Menschen in unserer Nähe. Der Däumling muss uns sofort verlassen. Der Martin hat versucht, die Wildgänse zu beruhigen. Aber er ist doch so winzig. Er tut niemandem etwas zu leid. Aber die Gänse haben wie aus einem Maul gerufen. Weg mit ihm! Mensch ist Mensch! Da hat der Martin sich vor den Nils gestellt. Wenn der Nils muss gehen, dann gehe ich auch. Hat er gesagt. Die Wildgänse sind leislicher geworden und haben wieder ihre Köpfe zur Beratung zusammengesteckt. Schlussendlich hat Akka beschlossen: Ihr dürft bis morgen bei uns bleiben. Aber dann müsst ihr uns verlassen. Und mit diesen Worten sind sie wieder zurück auf ihre Eisscholle geflogen. Ich kann nicht draussen auf dem Eis schlafen, dort verfriere ich. Und hier am Ufer holt uns das Mirre. Der Nils hat geschlottert vor Kälte. Komm, ich sorge schon dafür, dass du nicht verfrierst. Der Martin hat den Nils auf eine Eisscholle rausgetragen und ihn sanft unter seine Flügel bettet. So ist der Nils herrlich warm und bequem in den Daunen gelegen. Besser als mein Vaterbett daheim. Hat der Nils noch geseufzt, bevor er in einen tiefen Schlaf gesunken ist.